die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Also das wird eine richtig packende Auseinandersetzung. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Gut gespielt. Oh, der sah richtig gut aus, der Schuss. Und viel schöner kann man ein Tor nicht erzielen. Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Ja, und das zeichnet ihn ja aus, dass er nicht lange fackelt vor dem Tor und die Möglichkeiten ausnutzt. Na, geht doch gut los hier und heute mit dem ersten Tor nach 6 Minuten. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Nicht schlecht. Und Achtung, jetzt könnte es passen. Schön weitergeleitet. Riesenmöglichkeit. Und das passt. Jetzt sollten Sie mal sehen, was hier los ist. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Ja, und logisch, wenn du so offensiv spielst, dann bist du natürlich für Konterangriffe anfällig. Wunderschönes Zuspiel. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Ja, der kann's einfach. Der kann's, was diese langen Bälle angeht. Ah, klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Und er überläuft die Abwehrspieler. Ja, den klärt er ganz souverän ins Aus. So, jetzt versucht das mit einer Flanke. Und es gibt Ecke. Dankbarer Ball für den Keeper. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Ja, das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Ein schönes, langes Zuspiel. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation.
glaubt aber keiner mehr dran. Abstoß. Guter Pass, genau auf den freien Mann. So, jetzt müsst ihr den Ball da reingeben. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. So, ausgeglichen der Spielstand zwischen diesen beiden Mannschaften, ganz kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Ja, Zweikampfstärke zeichnet ihn aus, zeigt er auch wieder in dieser Situation. Unfaires Zweikampfverhalten hier. Da kommt er auch zu spät. Der Ball war ja schon längst weg. Da hat er Glück gehabt, dass er nicht noch gelb gesehen hat. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich abseits? Ja. Und so sieht ein Pass aus. Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht. So, beide Mannschaften haben je ein Tor erzielt und dann steht es logischerweise zur Pause 1:1. Wir werden in dieser Partie natürlich noch versuchen, etwas über die Verletzung des großen Pechvogels der ersten 45 Minuten in Erfahrung zu bringen. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, und sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. Das war ein richtiger Zuckerpass. Ja, wenn das kein klarer Freistoß war, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das war ein guter Kopfball. So haben sie das im Training geübt. So, und jetzt könnte was passieren nach dieser Flanke. Ja, Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Und wie machen wir es jetzt? Knappe Führung, aber ist das jetzt richtig, schon auf die Defensive zu setzen? Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und den zieht er nach innen. Oh, und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird es nochmal richtig dramatisch. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Und so muss das sein. Nach einem Rückstand nicht die Nerven verlieren, cool bleiben und schon ist er da, der Ausgleichstreffer. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt Gelb. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Und das sieht man in der Mannschaft. Stimmt's? Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Foul. Ja, steht mindestens einer
vor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Ja, und er hofft, ja, da rettet der Pfosten. Ja, aus dieser Situation können sie was machen. Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Ja, das sieht gut aus. Und der ging ganz knapp vorbei. Ja, und das hätte der Siegtreffer schon sein können. Ja, und da sagt der Torhüter, hier hat keiner was verloren, das ist meiner. Und jetzt kann er abwerfen. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Ein schöner Ball für Torwart, den brauchst du dann anschließend nur abzustoßen. So, das war's, und angesichts der Spielanteile geht dieses 2:2 für mich völlig in Ordnung. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke bei Sebastian Hellmann für seine Jahre, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.